Großartige Foto. Ja, die Uhr, die Zeit, die tickt. Guck. Das ist ein Gespräch. Von Ihnen höre ich etwas. Das ist nichts. Hallo zusammen, mega cool, dass du wieder eingeschaltet. Es sind ja gleich schon Sportferien und ich wollte eigentlich auch letzte Woche gehen, aber wegen ganzen Corona durfte ich nicht ins Ausland, weil wir gehen nämlich auf Österreich. Ja, aber was macht ihr so? Habt ihr schon Pläne? Hey, und apropos letzte Woche, wissen ihr noch, was wir miteinander für eine Geschichte durchgenommen haben? Dort ist es nämlich um den König Nebukadnezar gegangen und er hat eine mega grosse Statue aufgestellt. Und er wollte, dass alle Leute sich von der verneigen. Aber die 3 Freunde von Daniel, die haben sich geweigert, weil sie wollen sich nur vor Gott verneigen. Aber der König ist mega hässlich geworden, weil sie das nicht gemacht haben. Und darum hat er alle 3 in Feuer aufgestellt. Gott hat die 3 Freunde gerettet. Und er rettet auch uns von unseren Sünden. Und darum ist Jesus das Wichtigste in meinem Leben. Wenn Jesus auch in deinem Leben das Wichtigste ist, dann sing doch beim nächsten Lied mit ganzem Herzen laut mit. Absolut Nummer 1 wird Jesus werden von deinem Leben. Komm, sing mit uns. Steh am liebsten auf und mach Bewegungen mit. Kinder, haben wir auch schon mal so einen ganz komischen Traum gehabt. Das Beispiel, ich habe diese Woche von meinem Arbeiten geträumt und jetzt sind ganz viele Leute vorgekommen, die ich kenne und auch ein paar, die ich nicht gekannt habe, aber in meinem Traum habe ich die Leute irgendwie gekannt. Auf jeden Fall, ich bin aufgewacht und ich bin überhaupt nicht mehr rausgekommen, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Vielleicht kennt ihr so einen Moment auch in eurem Leben. Und der König Nebukadnezar hat ja auch schon mal einen Traum gehabt. Dort hat er von einer grossen Statue geträumt. Und auch das Mal hat er wieder einen Traum, aber es geht um etwas ganz anderes. Als Daniel von diesem Traum gehört hat, war er schockiert. Aber ich wollte euch da noch nicht zu viel erzählen. Am besten gehen wir einfach der Reihe an. Aber etwas können wir schon mal verraten. Es geht darum, dass Gott am König Nebukadnezar in diesem Traum eine Strafe verkündet. Aber wofür wird er echt bestraft und vor allem wie?
Ja, hey, ich habe schon meine neue Yeezys gesehen, 800 Stutz gekostet und meine neue Jacke. Nein, einfach wunderbar. Und das Beste, mein neues Handy. Das ist einfach super. Und natürlich noch Kappa gekauft, meine Uhr. Ich bin echt wunderbar, ich habe das Beste gekauft. Ich habe das Beste. Ja, aber spielen wir doch gerade noch FIFA 21, komm. Ja. Haha. Schnappte mir. Goal, fast Goal! Fast Goal, aber ich bin immer noch viel besser als du, also keine Chance gegen mich. Haha. Ja, es gibt eine Ecke. Jetzt, ich sag dir, das gibt ein Goal. Du bist ein schlechter Goalie, ich gewinne. Haha. Ja, schau mal. Ha. Hast du gesehen? Fast ein Goal, aber schau mal, ich bin viel besser. Haha. Schau, ja. So ein schlechter Auskick, das kann ich viel besser. Schau jetzt mal. Hast du gesehen, schon wieder habe ich den Ball. So einfach geht das bei dir. Ist euch auch schon mal jemand begegnet, der so ein Angeber ist wie der Bub, den wir jetzt gerade gesehen haben? Der prahlt ja mit seinen Kleidern und allem, was er hat und meint, er sei etwas Besseres. Vielleicht kann er so seine Nachbarn oder seine Freunde beeindrucken. Aber es gibt jemanden, der ganz sicher nicht beeindruckt ist davon. Ihr wisst sicher, von wem ich rede. Genau, von Gott. Weil Gott sieht, wenn wir prahlen oder wenn wir meinen, wir sagen etwas besser als die anderen, dann sieht er uns und wisst ihr, was er denkt? Er denkt sich, der Mensch versteht nicht, dass alles, was er hat, nur ein Geschenk ist von mir. Weil Gott schenkt uns ja all die Sachen, die wir haben. Und vor vielen Jahren, also zum genauso über 2600 Jahren, hat es auch mal einen Mann gegeben, der unglaublich stolz war auf die Sachen, die er hatte. Mein Imperium. Ich habe alles geschaffen. Ganz allein. Niemand hat mir geholfen. Ich. Meine Leute. Ich habe den Auftrag gegeben. Die grosse Stadt, all das prunkvoll, habe ich geschaffen. Ganz allein. Niemand hat mir geholfen. Ganz allein. Mein Imperium ist gewachsen. Alle haben sich mir unterworfen. Mein grosser Reichtum und mein alles übersteigt alles, was die Welt je fassen kann. Ich, der grosse König. Niemand ist so gross wie ich. Ich habe es geschafft, ganz allein. Und jetzt geniesse ich von meinem schönen Thron die Aussicht auf meine Stadt, was ich bauen habe. Ja, da kann ich nur staunen darüber. Die letzten paar Mal auch bei der Sonntagsschule dabei waren, die haben sicher schon erraten, wer der stolze Mann da war, der so geprahlt hat. Genau, es ist der König Nebukadnezar. Obwohl er doch schon so viele außergewöhnliche Sachen mit Gott erlebt hat, hat er ihn doch immer wieder vergessen und war stolz auf sich selber. Und wisst ihr, er hat gemeint, er selber sei der beste und der mächtigste Mann auf dieser Welt und hat nicht gewusst oder nicht daran gedacht, dass Gott ihm ja alles geschenkt hat. Weil wenn Gott ihm nicht sein Königreich gegeben hätte und all die Paläste und das Schöne, das er hatte, dann hätte er gar nichts gehabt. Weil schlussendlich kommt alles von Gott. Gott ist der König von allen Königen, der Herrscher von Himmel und Erde. Und jeder, der König oder Präsident oder auch Chef ist, ist das nur, weil Gott ihn eingesetzt hat als das. Und auch sein Reichtum, alles Gold, das er hatte, das ist schlussendlich ein Geschenk von Gott. Vielleicht fragst du dich jetzt, hat Gott irgendwie ein Päckchen gemacht und dort Gold drin und ihm das vorbeigebracht? Nein, natürlich nicht. Aber überlegt dir mal, wenn es Gott ein paar Jahre lang nicht regnen lassen würde, dann gäbe es kein Essen mehr auf dieser Welt. Und wir Menschen hätten alle kein Essen mehr. So liegt es eben in der Hand von Gott, was wir Menschen alles haben. Und er gibt uns sehr viele Geschenke. Und Gott hat natürlich mitbekommen, wie der Nebukadnezar dort am Prahlen war und sich so stolz war und dachte, ich bin der Beste von allen. Und es hat Gott traurig gemacht. Weil Gott ist doch am Nebukadnezar schon begegnet. Mögt ihr euch erinnern an die Geschichte, wo der Nebukadnezar die 3 Freunde von Daniel im Feuerofen gerührt hat und wie nachher Gott selber gekommen ist und sie errettet hat. Und dort hat doch der Nebukadnezar gemerkt, dass Gott der einzige wahre und grosse Gott ist. Aber anscheinend hat er das wieder vergessen. Und 1 Jahr bevor er da so am Prahlen war, ist Gott ihm auch begegnet, in einem Traum. In diesem Traum hat er den König warnen. Und zwar war das so. Er ist eines Nachts aufgewacht und hat zittert vor Angst.
weil er einen Traum hatte. Er hat gedacht, das kann doch nicht sein, jetzt habe ich schon wieder so einen Traum gehabt. Was will mir der Traum echt nur sagen? Er hat sofort seine Geisterbeschwörer und Magier und Wahrsager holen lassen, damit sie ihm erklären, was der Traum zu bedeuten hat. Sie sind natürlich auf der Stelle gekommen, weil wenn der grosse König etwas sagt oder befiehlt, dann müssen sie das sofort machen. Sie sind also gekommen und haben da zugelassen, was der König ihnen erzählt hat. Und als er dann nicht wissen, was der Traum zu bedeuten hat, haben sie sich alle nur stirnrunzelnd angeschaut, vielleicht mit den Achseln gezuckt und haben ihm aber keine Antwort geben. Sie haben nicht gewusst, was der Traum zu bedeuten hat. Keiner von ihnen hat dem Nebukadnezar helfen. Da ist noch ein anderer Mann gekommen. Einer, der ihm, am König, schon mal einen schwierigen Traum erklärt hat. Der Daniel. Der König hat ihn gesehen und hat zu ihm gesagt, er hat ja ihm nicht Daniel gesagt, sondern Belsazar. Und er hat zu ihm gesagt, Belsazar, du hast den Geist der heiligen Götter in dir drin. Du kannst mir sicher sagen, was der Traum bedeutet. Bei dir gibt es kein Geheimnis, das du nicht aufdecken kannst. Darum sag mir doch, was die Bilder bedeuten, die ich in meinem Traum gesehen habe. Eigentlich, wenn ihr jetzt gut zugelassen habt, hat jetzt der Nebukadnezar selber gesagt, dass Gott der ist, der den Menschen die Weisheit gibt. Weil er gewusst, dass der Daniel an Gott glaubt. Und er gewusst, dass Gott am Daniel hilft, diese Sachen zu verstehen. Es sind eben nicht nur die Sachen, die wir haben, wie Geld oder Kleider oder sonst Reichtum, die wir haben können, sondern auch, was wir alles können, unsere Fähigkeiten, die Geschenke sind von Gott. Und Gott alleine hat am Daniel den Verstand und die Intelligenz geschenkt, dass er die Träume verstanden hat. Und der Daniel hat das auch gewusst und darum hat er gar nicht angegeben mit seinen Sachen. Er war nicht stolz, er hat nicht gemeint, was bin ich für ein Guter, ich bin gescheiter als die anderen. Die Wahrsager da haben alle nicht verstanden, was der Traum bedeutet und ich weiss es. Nein, er hat gewusst, Gott hat ihm das alles gegeben, damit er anderen helfen kann. Gott hat gemacht, dass er das versteht, damit er jetzt dem Nebukadnezar helfen kann. Und schau, genau so ist es auch mit dir und mit mir. Wenn Gott uns Gaben gibt, wenn du zum Beispiel besonders sportlich bist oder gut bist in Mathe oder schöne Stimme von Gott bekommen hast, das sind alles Geschenke von Gott, die er dir gibt. Und bist ihm dankbar und probier anderen damit zu helfen und bist nicht einfach stolz darauf und denk, dass du sagst besser als die anderen. Wenn du zum Beispiel gut bist in Mathe und in deiner Klasse gibt es ein paar, die es vielleicht nicht so verstehen, dann könntest du dir ja mal Zeit nehmen, um ihnen das zu erklären oder ihnen bei der Aufzüge helfen. Gott gibt uns nämlich unsere Gaben, damit wir auch anderen helfen können. Und der Daniel, der hat jetzt gesagt zum Nebukadnezar, König, erzähl mir deinen Traum, damit ich dir auch sagen kann, was die Botschaft von dem Traum ist. Da hat der Nebukadnezar angefangen und hat ihm gesagt, ich habe geträumt, dass in der Mitte der Erde ein grosser Baum war. Und der ist gewachsen und gewachsen, bis sein Wipfel den Himmel erreicht hat. Und sogar vom äußersten Ende der Welt hat man den Baum gesehen. Die wilden Tiere sind gekommen und haben Schutz gesucht unter dem Baum. Und die Vögel haben ihre Nester gemacht in dem Baum. Er hat prächtige Blätter und viel Früchte. Und sogar die Menschen haben von den Früchten von dem Baum gegessen. Und wo ich geschaut habe, wo ich den Baum angeschaut habe, kommt plötzlich vom Himmel oben runter ein Engel und befiehlt, haut den Baum um, schlönt Äste ab und verstreut Früchte überall, jagt die Tiere weg, die darunter leben und Vögel, die sich dort einnisten. Nur den Baumstrunk, den müsst ihr stehen lassen und bindet ihn mit einer Kette aus Eisen und Bronze fest. Macht, dass er vom Tau immer noch nass werden kann, damit er nicht austrocknet, der Baumstrunk. Und der Engel hat auch noch gesagt, er soll werden wie die Tiere, er soll Gras fressen. Sein menschliches Herz soll ihm rausgerissen werden und er soll sein wie ein Tier. Der höchste Gott hat das so beschlossen. Gott macht den zum König, den er will. Er könnte sogar den unbedeutendsten Mensch dieser Welt zum König machen. Daniel, das alles habe ich geträumt. Belsazar hat gesagt, das alles habe ich geträumt. Jetzt erklär mir, was bedeutet das alles? Was will mir der Traum sagen? Der Daniel ist erstarrt. Er hat nicht mehr reden. Er hat Angst gehabt. Er hat Angst gehabt, zum König zu sagen, was der Traum bedeutet. Wenn du jetzt den Traum hörst, was würdest du denken, dass der bedeutet oder was soll der sagen? Also ich fände das nur ein verwirrender Traum. Ich hätte keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber Gott hat es Daniel gezeigt.
Und der Nebukadnezar hat gemerkt, dass er beunruhigt war oder dass er Angst hatte, hat ihn beruhigen und hat gesagt, Belsazar, habe keine Angst, mir zu sagen, was der Traum bedeutet. Sag es mir. Da hat Daniel gesagt, «O König, ich wünschte, dass die Botschaft von dem Traum nicht für dich wäre, sondern für deine Feinde, für die dich hassen. Weil das ist eine schreckliche Botschaft, die der Traum da sagt. Weil der grosse Baum, der bist du. Das heisst, dein Leben wird verglichen mit dem Baum. Und wo der Engel gerufen hat, hau den Baum um. Damit ist gemeint, du wirst von dem Königreich weggestoßen werden. Die Leute werden kommen und wollen, dass du nicht mehr der König bist. Und du wirst dich benehmen wie ein Tier. Du wirst Gras fressen wie ein Tier. Darum gebe ich dir einen wichtigen Rat, o König, und los darauf. Kehr dich ab von deinen Sünden, hör auf mit diesen bösen Sachen, die du machst. Ob echt der Nebukadnezar auf den Rat von Daniel gelost hat, ob er echt den Traum ernst genommen hat? Leider nicht. Ein Jahr später, wie wir schon gesehen haben, hat er ja Gott vergessen und ist wieder stolz auf sich selber. Er hat gemeint, er braucht Gott nicht. Er hat nicht Gott gedankt für das, was er hat und was er geschafft hat in seinem Leben, sondern sich selber. Ist dir das auch schon passiert? Dass du angegeben hast vor deinen Freunden mit dem, was du kannst oder mit dem, was du hast? Vielleicht hast du auch nicht das vor deinen Freunden gesagt. Vielleicht hast du nicht laut gesagt, aber du hast sicher auch schon gedacht in deinem Kopf. Du hast sicher vielleicht auch schon Gedanken gehabt, wie «Ich bin ja besser als der im Sport. Schau mal, ich kann ja nicht mal einen Ball fangen. Ich bin also wirklich viel sportlicher.» Oder du hast jemanden gesehen und hast gesagt «Was hat die für Kleider an? Da habe ich also viel schönere Kleider.» Wisst ihr, ich hatte auch schon so Gedanken, so stolz sein. Jeder einzelne von uns war schon stolz gewesen. Und darum sind wir auch alle nicht besser als der Nebukadnezar. Weil der Nebukadnezar Gott nicht dankbar war, sondern so ein stolzes Herz hatte, ist das passiert, was Gott im Traum gesagt hat. Gott hat den Nebukadnezar bestrafen für den Stolz. Wo jetzt also der Nebukadnezar am Prahlen war, ist plötzlich eine Stimme vom Himmel gekommen. Er hat noch nicht mal fertig gedacht, der Nebukadnezar. Da ist eine Stimme gekommen und hat gesagt, «Dein Königreich wird dir weggenommen. Die Menschen werden dich wegstoßen, bis dass du merkst, dass Gott der Höchste ist und dass Gott höher ist als alle Menschen.» Die Strafe, die jetzt der Nebukadnezar bekommen hat, war grauenhaft. Die Bibel sagt, dass der stolze König wirklich geworden ist wie ein Tier. Er hat nicht mehr normal denken und er hat nicht mehr wie ein Mensch reden. Er hat Gras gefressen und war wie die Kühe auf dem Feld. Die Leute wollten gar nicht mehr mit ihm zu tun haben, weil er so komisch geworden ist. Und ja, was Gott beschlossen hat, ist jetzt eingetroffen. 7 Jahre lang hat der Nebukadnezar so gelebt. Seine Haare sind lang geworden und verfilzt und seine Fingernägel und Fußnägel, die sind geworden wie so Vögelkrallen. Er hat nicht mehr richtig reden und sich nicht mehr richtig verhalten wie ein Mensch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein. Aber eines Tages hat der Nebukadnezar aufgeschaut zum Himmel und er hat wahrscheinlich in seinem Herz gemerkt, wie stolz und falsch das er gehandelt hat. Und in dem Moment, wo er das gemerkt hat und wo er zu Gott um Hilfe aufgeschaut hat, ist er wieder normal geworden. Gott hat ihn geheilt von seiner Geisteskrankheit und er ist wieder geworden wie ein Mensch. Er hat wieder normal reden, er hat wieder normal laufen. Wahrscheinlich hat er seine Haare wieder abgeschnitten und seine langen Nägel und hat sich wieder normal verhalten. Und wisst ihr was? Menschen haben ihn wieder respektiert. Sie haben wieder wollen, dass er ihr König wird. Und er ist sogar noch mächtiger geworden als früher. Wisst ihr, die Geschichte hat nicht irgendjemand in der Bibel aufgeschrieben, sondern der Nebukadnezar selber hat uns das so aufgeschrieben, wie er das erlebt hat. Und wisst ihr, was seine letzten Worte waren? Ich lese es euch vor. «Jetzt lobe und preise ich den Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ich gebe ihm die Ehre. Er ist treu und gerecht in allem, was er tut. Aber wenn jemand stolz und eingebildet ist, dann kann er Gott, den Menschen, strafen.» Der Nebukadnezar hat auf die harte Art und Weise lernen, dass Gott Stolz bestraft und dass er dankbar sein muss für alles, was er von Gott überkommt. Aber er hat es gemerkt und er hat gelernt,
Gott Danke zu sagen für alles, was er hat und ist. Es ist so wichtig, dass auch du nie vergisst, dass alles, was du hast, ein Geschenk ist von Gott und dass du ihm Danke sagen für diese Sachen. Vielleicht kannst du dir ja gerade nachher, nach der Sonntagsschule, mal Zeit nehmen und eine Liste machen mit den vielen Geschenken, die du schon von Gott bekommen hast. Was hat er dir alles gegeben? Kleider, Spielsachen, du hast sicher eine Familie, wohnst in einem Haus, vielleicht hast du sogar ein eigenes Haustier, ich weiss es nicht. Aber nicht nur, was du hast, sondern auch, was du alles kannst und bist. Vielleicht bist du besonders gut in der Schule, in Mathe, vielleicht hast du ganz viele Freunde. Ich bin sicher, dir fallen noch viel, viel mehr Sachen ein, die du bekommen hast. Schreib sie mal auf und du wirst staunen, wie viele Geschenke Gott dir gegeben hat. Sag Gott Danke und benutze das Geschenk, das Gott dir gibt, zum anderen helfen und nicht zum Angeben. Gott Danke sagen können wir zum Beispiel, wenn wir beten. Und darum möchten wir das auch gerade zusammen machen. Jesus, ich möchte dir wirklich Danke sagen für so viele Sachen, die du uns jeden Tag schenkst. Danke für unsere Familie. Danke für das Essen, das du uns jeden Tag gibst, Herr. Wir haben sicher noch niemand von uns hat mal hungern wirklich. Danke für die Kleider, für die Schule, für die Gesundheit, für so viele Sachen, die du uns gibst. Und hilf uns auch wirklich, dir Danke zu sagen und nicht stolz werden auf das, was wir haben. Amen. Gott danke können wir aber nicht nur mit beten, sondern auch, wenn wir ihm singen. Und darum möchten wir jetzt gerade zusammen ein Lied singen, wo wir ihm Danke sagen für den Tag, den er uns schenkt und für all die vielen Geschenke, die er uns macht. Das bist du, Jesus, uns. Wir alle sind so gespannt darauf, was bringt der Tag euch Neues. Alles, was du hast, ist ein Geschenk von Gott. Und wir wollen dem Gewinner von diesem heutigen Quiz ein so ein feines Pack Mars schenken. Los doch gut zu bei den 3 Fragen, dann kannst du es nachher ausfüllen und uns zuschicken. Und wenn du gelöst wirst, dann gehört das Mars bald dir. Kommen wir doch gerade zu der ersten Frage. Was hat der Nebukadnezar in seinem Traum gesehen?
Antwort A, ein Garten. Antwort B, eine Kuh. Antwort C, ein Baum. Und die zweite Frage. Wie hat Daniel reagiert, als er vom Traum gehört hat? Die Antwort A, er hat sich gefreut. Die Antwort B, er hat gar nicht genau gewusst, was das bedeutet. Und Antwort C, er hat Angst gehabt, dem König den Traum zu deuten. Die dritte Frage ist, Gott hat den Traum wahr werden lassen. Wofür ist der Nebukadnezar bestraft worden? Die Antwort A, für seinen Stolz. Antwort B, für seinen Götzendienst. Oder die Antwort C, weil er nicht an Gott geglaubt hat. Ja, diese 3 Fragen könnt ihr ausfüllen. Ich sehe nachher den Link einblenden und das könnt einschicken. Und apropos einschicken, wir wollen ganz herzlich uns bedanken bei den coolen Kids, die da uns diese Fotos eingeschickt haben. Ihr seht da unten, sie haben aus Rüebli so einen Schlüssel gemacht, genau in der Knüssli der Geschichte damals. Also mega cool. Danke euch vielmals. Genau, aber die Geschichte ist jetzt schon wieder weitergegangen und wir wissen, dass sie den Schlüssel haben. Aber kommen sie überhaupt mit dem raus? Schauen wir doch am besten weiter. Da habe ich eine großartige Fabrik von die Keks gemacht. So, jetzt noch kurz Down für die Leute. Danke, meine Freunde, danke. Großartige Fabrik. Ja. So, weg! Wieder ein neuer Tag in die Fabrik von die Keks. Ich habe mein Büro extra so groß gemacht, damit niemand mehr herausfindet, der mal da drin ist. Aber wo bleibt mein Entwickler? Heute ist doch Tag von die Degustation, von Probieren von die neuen Keks. Der hat sich sicher verlaufen. Ich gehe ihn, glaube ich, kurz abholen. Schön verstecken. Wo ist er nur? Wo ist er nur? Es ist doch schon bald 5 Uhr. Was habe ich jetzt? Oh, es ist aber Zeit. Ja, die Uhr, die Zeit, die tickt. Guck! Gute Frage. Du sagst laut. Leute! So viel Weg. Wo müssen wir jetzt hin? Ich denke da. Ich gehe mal da. Nein, ich glaube da. Nein, ich bin mir sicher. Aber... Okay, schau, wir teilen uns auf und wir treffen uns nachher wieder. Alles klar. Gut. Bis nachher. Bis dann. Was sind wir? Du, hast du auch nicht gefunden? Unglaublich. Ich habe Geräusche von da hinten gehört. Ich glaube, wir müssen dort hinterher gehen. Super. Ich glaube, der Professor dort. Wir besuchen den Professor. So. Michel, da ist mein Büro. Herzlich willkommen.
Merci beaucoup. Kannst du mich noch kurz... Bien sûr, le Professeur. Oh, merci. Nur zu Ihren Diensten. Bitte schön. Also, Michel, Oui, willkommen in meinem Reich. danke. Heute ist wieder Tag von Degustation. Bien sûr, ça fait... es ist überwältigend. Ich darf Ihnen eine neue Probe von meinem ganz speziellen Michelin-Kulturstern überweisen. Bitte probieren Sie. Gespräch, oder Ihnen höre ich etwas. Was ist das neue Keks? Du hast etwas Neues reingemacht. Jawohl, die französische Kuh, die Froschbeine, Oui, oui. sehr beliebt ist, mit Langusten und Meeresfrüchte. Also typisch französisch. Bien sûr. Ich mag das. Und einen guten Rotwein, dann ist das perfekt. Das ist der Professor. Rotwein hast du dabei? Nein, ich bin ein Biskuitmacher. Okay, dann muss ich meinen Freund François fragen, der macht Rotwein. Aber ich probiere mal. Schön. Ist alles okay mit Ihnen? Michel, Wein. Ja, Wein? Wein? Was hat der? Hospital. Hospital. Sitzen Sie sich bitte auf Ihr Auto. Wir fahren sofort in das Spital. Fahren Sie. Aber Sie fahren doch völlig falsch. Wo fahren Sie hin? Excusez-moi. Das ist doch... Kommen Sie, Professor. Schnell. Kommen Sie. Sie dürfen weg, Sie müssen abrennen. Ich glaube, sie sind weg. Ich glaube auch, ja. Du hast ja nicht mehr. Ganz vorsichtig. Hoi, Sapperlot-Salamendi, du. Das ist ein Riesenbüro. 4-mal so groß wie meins etwa. Ist ja so viel besser als du. Ist ja besser. Ja, wieso so viel grösser? Also. Nein, weißt du, ich als guter Professor beschränke mich aufs Wesentliche. Das ist ja gut. Professor. Ui, also komm. Hey, und da hat er da noch so ein Babyauto. Cooler Karl. Was coole Karl, ich habe wenigstens einen Benz. Aber du... Ja. Hast du etwas gehört? Ich weiss eben nicht, ich kann nicht schauen. Kannst du mal schauen? Ja. Ich suche den Plan. Wo ist der Plan? Ich muss den Plan suchen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Finden Sie echt noch rechtzeitig raus, bevor der Professor sie entdeckt? Hey, das sehen wir nächste Woche. Darum schaltet unbedingt wieder ein. Ab morgen um 9 Uhr sind wir online. Wir freuen uns mega, euch dann wieder zu sehen. Bis dann, ganz eine gute Woche. Tschüss aus dem Studio. Tschüss! Ciao zusammen. Und wisst ihr, er hat gemeint, er selber sei der beste und der mächtigste Mann auf dieser Welt und hat nicht gewusst oder nicht daran gedacht, dass Gott ihm ja alles geschenkt hat. Weil schlussendlich kommt alles von Gott. Gott ist der König von allen Königen, der Herrscher von Himmel und Erde. Und jeder, der König oder Präsident oder auch Chef ist das nur, weil Gott ihn eingesetzt hat als das. Und Gott hat natürlich mitbekommen, wie der Nebukadnezar dort am Parade war und sich so stolz war und dachte, ich bin der Beste von allen. Und es hat Gott traurig gemacht. Es sind eben nicht nur die Sachen, die wir haben, sondern auch, was wir alles können, unsere Fähigkeiten, die Geschenke sind von Gott. Bist ihm dankbar und probier, anderen damit zu helfen und bist nicht einfach stolz darauf und denk, dass du seist besser als die anderen. Ich habe geträumt, dass in der Mitte der Erde ein grosser Baum war. Und der ist gewachsen, bis sein Wipfel den Himmel erreicht hat. Nur der Baumstrunk. Den müsst ihr stehen lassen und bindet ihn mit einer Kette aus Eisen und Bronze fest. Weil das ist eine schreckliche Botschaft, die der Traum da sagt. Weil der grosse Baum, der bist du. Kehr dich ab von deinen Sünden, hör auf mit diesen bösen Sachen, die du machst. Gott hat den Nebukadnezar bestrafen für den Stolz. Die Leute haben gar nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil er so komisch geworden ist. Aber eines Tages hat der Nebukadnezar aufgeschaut zum Himmel und in dem Moment, wo er das gemerkt hat, ist er wieder normal geworden. Gott hat ihn geheilt von seiner Geisteskrankheit. Jetzt lobe und preise ich den Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ich gebe ihm die Ehre. Er ist treu und gerecht in allem, was er tut.
Aber wenn jemand stolz und eingebildet ist, dann kann er Gott den Menschen strafen.